Mega viele Bilder von den Lofoten haben wir leider nicht machen, und das hat mehrere Gründe gehabt, also respektive einen grossen, und zwar sind wir auf die Lofoten eingefahren und es ist mega heiß, also wirklich von heute auf morgen ist irgendwie von gefühlten 16 Grad auf 30. Also wir hatten wirklich 30 Grad gehabt, und das hat mich dann gerade ein bisschen in den Boden gezwungen, sprich ich bin dann gute 2 Tage eigentlich platt, mehr oder weniger im Bett gewesen. Und vielleicht hört man es jetzt auch noch so ein bisschen, das ist jetzt halt so. Wir waren dann 2 Nächte auf einem Campingplatz gewesen, und ja, da konnte ich mich ein bisschen erholen, und jetzt geht es aber wieder besser. Heute sind wir noch eine Fischfarm anschauen, und zwar das Lofoten Seafood Center. Und dort kann man einen Haufen Sachen über Lachs erfahren. Also norwegischer Lachs ist anscheinend der Lachs Nummer 1 der Welt sozusagen. Also alle diese Fische werden aufgezüchtet im freien Wasser eigentlich. Und werden vorgängig geimpft. Das heisst, sie werden eigentlich schon gar nicht erst krank, und durch das braucht man keine Antibiotika. Und das wiederum macht es natürlich nicht nur sehr lecker, sondern auch sehr gesund. Leider ist an dem Tag dann hat es gerade wieder zugemacht, und es hat angefangen zu regnen, und es war arschkalt gewesen. Und darum haben wir dann die Tour mit dem Boot raus noch so einen Zuchtbehälter haben wir dann nicht gemacht. Wir haben dafür aber dort im Restaurant gegessen. Und da haben wir ein bisschen alles bekommen auf dem Teller. Also es hat Räucherlachs, es hat Kabeljau, dann hat es noch Shrimps gegeben, und was hat es noch gehabt? Etwas, das ich nicht genau gewusst habe, die Bülle konnte ich nicht so recht definieren, also auf jeden Fall war es Fisch gewesen. Und Stockfisch, genau. Und Stockfisch, das ist anscheinend auch die Exportspezialität, die ich ehrlich gesagt vorher nicht kennt, aber ich bin auch kein Fischesser. Also ich habe jetzt heute so viel Fisch gegessen wie, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Und für ein Zeitchen lange es jetzt auch. Stockfisch ist Kabeljau, aber halt trocknet, lufttrocknet. Das machen sie jeweils im Winter. Hängen sie es auf, draussen, und das wird dann für 3 Monate quasi lufttrocknet, und dann ist Stockfisch Stockfisch. Was wir auch noch heute gemacht haben, ist, wir sind noch das Dörfli Reinig anschauen. Das ist laut den Büchern das Bilderbuch Sujet. Und ja, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Es ist nicht so, wie soll ich sagen, wenn etwas im schönen Wetter strahlt, dann ist es natürlich auch schöner. Bei uns war es jetzt so ein bisschen so lala gewesen, kalt und leichter Nieselregen. Dementsprechend haben wir es jetzt nicht so wahnsinnig geschickt gefunden. Es ist auch mega überlaufen da, also irgendwo einen Parkplatz zu finden ist also relativ schwierig. Wir haben dann einen gefunden auf einem neuen grossen Parkplatz direkt am Hafen. Dort muss man allerdings relativ viel zahlen. Wir haben jetzt für jetzt mehr wie eine Stunde haben wir irgendwie 3,40 Franken gezahlt, glaube ich, umgerechnet. Also das sind gute Preise. Morgen geht es jetzt dann auf die Fähre, und dann übersetzen wir auf Bodø. Nach der Fähre sind wir dann nach Salztraumen gefahren. Dort gibt es nicht nur einen Stellplatz, sondern auch den grössten Malstrom der Welt liegt dort. Fast 400 Millionen Kubikmeter Wasser zwängen sich da im Lauf von 6 Stunden durch 3 Kilometer lange und 150 Meter breite Meeresenge. Der Strom erreicht so eine Geschwindigkeit bis zu 20 Knoten. Die Strudel in dem natürlichen Whirlpool haben zum Teil einen Durchmesser bis zu 10 Meter.
Von unten sieht man es leider nicht so gut. Darum haben wir gedacht, wir laufen mal noch auf die Brücke rauf und dann von oben runter sieht man es. Wir sind am Arctic Circle in Norwegen angekommen. Für die einen ist es ein Rauffahren, bei uns ist es jetzt eher ein Runterfahren. Und wie ihr seht, super Wetter, 23 Grad. Ich kann also kurzärmelig draussen rumstehen. Innen drin gibt es vor allem Merchandise, hat aber auch einen kleinen Film noch, der einem erklärt nochmal, wie das genau funktioniert. Wieso das da jetzt immer hell ist und im Südpol im Moment immer dunkel. Und Fabienne hat jetzt aber noch einen Auftrag, einen kleinen, und zwar waren wir noch im Steingarten gewesen. Und dort haben die Leute einen Stein hinterlassen, bemalt sozusagen. Und da sie jetzt gerade ihre Malfarben auch dabei hat, machen wir jetzt auch so einen Stein. Ich habe sogar gesehen, ich habe einen Stift dabei, zum Stein beschreiben. Geht natürlich wesentlich einfacher, weder mit so Farben und Pinsel und so. Ich mache es jetzt mit dem Stift. So, das wäre jetzt unser Stein, den wir platzieren werden. Ist ein guter Platz, Win? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Da wird er schön von der Sonne angestrahlt. Wir haben ganz viele andere, die auch das da haben. Super. Also wer den Stein findet, darf gerne ein Foto mit dem Stein machen und uns schicken. Das würde uns freuen. Das wäre mega. Wäre sicher sehr interessant. Und für uns geht es jetzt weiter durchab, also in Süden sozusagen. Und unter dem Polarkreis? Genau, unter dem Polarkreis. Und allgemein in Richtung Trondheim. Mal schauen, wie weit wir kommen. Je schneller wir fahren, umso schneller gibt es die Nacht. Also dann fahren wir schnell. Guten Morgen, Norwegen. Wir sind gestern vom Arctic Circle noch weitergefahren bis Mo i Rana, respektive ein bisschen drunter. Wir haben jetzt hier irgendwo an der E6 gerade direkt übernachtet. Es war eigentlich recht ruhig, von dem her alles tipptopp. Und für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, die haben vielleicht gemerkt, dass Ursi und Felix, die sind jetzt nicht mehr mit dabei. Wir haben uns gestern getrennt, und zwar nicht aus dem Schlechten, sondern weil sie haben einfach mehr Zeit als wir. Wir müssen jetzt langsam wieder anfangen Gas zu geben, zum Heimkommen. Und sie haben noch länger Zeit und sie lassen sich jetzt auch Zeit und das sollen sie auch machen. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Trip. Wenn ihr das seht, sind wir wahrscheinlich immer noch unterwegs. Und
macht's gut. Bei uns geht es jetzt weiter, allgemein in Richtung Trondheim. Wir wollen ein bisschen Kilometer machen, weil das nächste grosse Ziel ist dann wahrscheinlich der Trollstigen. Aber vorher gehen wir noch an einen besonderen Ort, den ich gerne sehen will. Und zwar haben wir den in einer Fernsehdokumentation gesehen und das ist das Voodoo Valley. Ja, wir haben es gerade noch geschafft. Wir sind im Pick-up Café gsi und hat leider nur vom 12 Uhr bis um 7 Uhr offen zu Abend. Für uns hat es jetzt gerade gelangt. Coole Location, finde ich. Sehr, ja. Also vor allem muss wirklich, also wir sind jetzt etwa 2 Stunden da mit Essen und allem. Oh, ein Mückli. Und das ist, es hat gelangt, aber man hätte sicher noch mehr Zeit können verbringen, weil der Laden ist wirklich cool, so viel zum Schauen und Bestaunen. Ja, leider dürfen wir im Laden nicht fotografieren und filmen. Wir haben dann ein paar Bilder gemacht vom Restaurant. Burger und Fritten und alles echt in Ami-Style. Inklusive der Cola-Fläschchen in alten Fläschchen, also so die geschwungenen. Richtig cool, alles gut. Also, wir können es nur empfehlen, wenn ihr hier auf der Durchreise sind an der E6. Man fährt dran vorbei. Also. Man fährt sowieso dran vorbei. Könnt das anschauen. Ich hau euch die Adresse noch unten in die Infobox. In die Infobox, respektive die Koordinaten könnt ihr eigentlich noch schnell einblenden lassen. Das machen wir jetzt gerade noch schnell. Magic. Ja, jetzt müssen wir einfach noch einen Übernachtungsplatz suchen für uns. Ja, genau. Ja? Ja. Hast du noch etwas sagen? Nein. Wie es bei uns weitergeht, das seht ihr im nächsten Vlog. Wir wissen es selber noch nicht. Also, bleibt dran, schaltet ein, wenn es wieder heisst, Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Tschüss. Ich muss mal den Arm wechseln. So. Ja, die Viecher haben. Das gar nicht. Es blendet mega. Sonne. Ja. Höhensonne. 5 vor 7 am Abend. Jawohl. Schon. Ja. Oh, weg. Kein Wunder, habe ich Hunger. Ja, ich auch. Wir sind gestern vom Arctic Circle dann noch weitergefahren bis irgendwo nach Mo i Rana. Gut, nochmal. Was? Ich habe die Hände unter dem Viertel, ist nass. Die Mucke. Sorry. Ja. Wir haben gerade ein Muckenproblem. Ja, es regnet draussen und es ist so krass. Die Mucke. Es hat noch mehr da rein. Man hat das Gefühl, Man wird aufgefressen, wirklich? lebendig. Und die sind so klein, die sieht man gar nicht. Das sind wie Flöhe. Ja. Fliegende Flöhe. Ja, genau. Schrecklich. Fliegende Flöhe.